Schön, dass du da bist. Freust du dich auf die nächste Geschichte? Ei, ich auch. Ich war heute an der Gärte, war ja so gut wie da. Ich musste viel schaffen, war nach dick in der Genien. Ich hatte dann am Hirsch verpasst, wie dort zu raumen. Mir tut mir richtig gut Spaß gemacht. Und dafür will ich über Lust tun, wie eine Geschichte ich heute kann erzählen. Du hast es nicht mehr angehen. Und zwar, der kennt sie vielleicht schon. Der Peter Hase. Dabei ist der Peter oder auch Blitzebeig der Pirschen gar kein Hus, mehr ein Kaninchen. Peter Rabbit heißt Geschichte. Sie ist geschrieben von einer englischen Schriftstellerin schon 400 Jahre. So alt ist die Geschichte. Und sie ist noch immer gut. Und diese Geschichte geht also Pirschen an der Gärte. Und da erlebt ganz viel, und er gesagt ganz viel. Und er möchte, obwohl sein Mann gesagt hat, er sollte nicht gehen. Da gucken wir mal, was denn da alles erlebt. Mach dir es bequem, hol dir das Kissen, trink den Schluck. Ich trinke einen hauteren Tee. Vielleicht hat er mehrere Patsy dabei. Wir spitzen als Dauer. Ich fange an die Luft. Und den anderen fange an die Luft. Spitzt du mal gut? Alles geht. Geschichte vom Pirschen der Kaninchen. Et waren einmal 4 kleine Kaningerscher. Also Flopsy, Mopsy, Wuschelschwanz und Pirsche geheischt. Sie haben mit ihrer Mam unter den Wurzeln von einem großen Dannenbaum gewohnt. So, die lief kann also Madame Kaninchen eines Mäues. Die dürfte Haus spielen gehen. Die könnt durch die Wiese laufen oder den Weg aufhoppeln. Mir passt nicht mehr gut ab, dass die nicht an dem Herrn McGregor sein Gärte geht. Ihrem Papa ist da ein Accident geschieht. Ihn hast du von der Madame McGregor an die Kartoffel geheilt gehen. Anne fort mit dir, so sie. Guckt, dass die Kirche am Dorf bleibt. Ich muss fort. An die alten Madame Kaninchen, sie hat ihre Kurve an ihre Prabeli geholt, anders durch den Busch bei der Bäcker gegangen. Du hat sie ihr Pfund Brot auf 5 gut Kaffeeskichelchen gekauft. Ei! Die Flopsy, Mopsy und der Wuschelschwanz, das waren der braver. Sie sind den Weg aufgetrippelt. Da haben sie ganz viel Perzbier gesammelt. Mit den Pirschen, die waren nicht so brav. Hier ist direkt an den McGregor sein Gärte gelaufen und hat sich da unter der Gärte Pferd an der Gärte rangeschlagen. Für die erste hat er einmal Salatgäs und du Bohnen. Und dann hat er auch noch riesiger Geschmack. Obwohl es ihm schon so ein bisschen schlecht war mit dem vielen Niesen. Der Bauer hat ihm richtig gut wehgetan. Hat er sich aber entschieden, ob sich noch peterseelig zu gehen. Das war nämlich sein Lieblingsessen. Me, han der Couch. Wisst ihr, was er gesehen hat? Den Herr McGregor, der sitzt nämlich auf seine Knien und war am Gangen, Kabels zu pflanzen. Wie in der Pirsche gesehen hat, ist er abgesprungen und ihn aus dem Pirsche nur gelaufen, mam Regen am Grab und hat dabei ganz hart geschaut. Bleib stehen, du Dave! Bleib doch nicht mehr stehen! Pirschen hat furchtbar gefährt. Der mussen, dass sie nicht müssen über die Mauer vom Gärte sprangen, weil er an der Panik de Weh bis bei Pferd nicht mehr gefunden hat. In der Weh hat er den Schung an die Kabisse verloren. Und den anderen Schung aus dem zwischen den Grumpelpflanzen aufgefallen. Oh, nachdem sie seinen Schung verloren hat, ist er einfach auf 4 Patte weitergelaufen
Und zwar so sehr. Ich war überzeugt, du gehst vorkommen. Wenn er nicht am Netz von einem Griechelstock hängen geblieben wäre. Und zwar mit dem großen Knopf von seiner Jackett. Es war ein Blau-Jackett mit güldenen Knopf. Die Jackett war noch ziemlich neu. Der Pirsche war überzeugt und hat sich verloren und hat furchtbar gekrascht. Me, klein freundlich Spatzen nur sein Gekreisch hören, als sie sehr bei ihr geflogen kommen. Sie haben dem Pirsche Courage gemacht. Alle Pirschen, komm, du musst das. Herr McGregor, der war aber schon so nervös mit einem Sift. Wollte Pirschen damit aufhängen. Mit den Pirschen hat ob die letzte Sekunde es fertig gebracht, sich aus dem Stips zu machen. Und der großer Panik aus dem Pirschen Jackett aber in zwei hängen geblieben. Sehr aus dem Pirschen Richtung Gartenhäuschen gelaufen. Und hin hat sich da an einer Stanz verstoppt. Es wäre wirklich ein ganz gut flott Stopp gewesen. Wenn nimmer nicht so viel Wasser dran gewesen wäre. Denn Herr McGregor, der war sich sicher, dass die Pirschen am Gartenhäuschen verstoppt wäre. Vielleicht in einem Blumendippen. Und hin hat angefangen, Blumendippen einen um anderen umzudrehen, für zu gucken, ob die Pirschen drinnen verstoppt wäre. In dem Moment hat die Pirschen aber müssen nähen. Und natürlich hat der McGregor den Pirschen seinen Stopp hören. Der McGregor hat probiert, sein Fuß auf die Pirschen zu zählen. Aber dann ist ihm jemand wutscht. Und ist sehr zur Fenster rausgesprungen. 3 Blumenduppen hatten dabei ihm gehalten. Das Fenster war natürlich zu klein für den McGregor. Und ihm ist Zeit auch so lang gehen, mit dem vielen Hin und Her laufen. Der McGregor hat sich entschieden, für ihn zurück bei seiner Gart zu gehen. Der Pirschen hat sich mal näher gesagt, für zu rasten. War ganz außer Atem und hat ganz viel gezittert. Wusste seiner Leben nicht mehr, der wäre raus aus dem Gart. Und war dick nass gehen. In einer Zeit ist er fortgehoppelt und hat aber die ganze Zeit rundherum sich geguckt. Und er denkt ihr an einer Mauerfront, die war aber zugesperrt und war auch nicht genug Platz für drinnen zu kauchen für so einen dicken Hus wie hier. Ein Aalmaus war am Gange, daran herauszulaufen. Sie hat ihr zu Bohnen bei ihrer Familie am Busch gebrüscht. Der Pirschen hat gekrascht. Er hat sein weh durch die Gerd Gesicht. Und als er mal mit der gehen, da ist er bei ihr Feuer gekommen, da sucht sein Katz. Die sucht ganz ruhig, da ohne sich zu mucksen. Und einmal hat ihre Schwanz gewackelt. Oh je, der Pirsche wusste, dass das nicht gefäschen. Er ist zurück bei Gartenhäuschen getroppelt. Aber du kannst nur, hat nie gereicht hören. Sicher, aus den Anhängen. Schubka geklommen, hat sich da verstoppt. Los, hat er rausgeguckt, auf wen hat er gesehen? Man, der McGregor, der war am Gangen zu kappen. Der McGregor hat just noch gesehen an der Käfer verschwunden. Der Pirschen hat sich in der Perk geschlagen, er war aus dem Gerdelo raus. Und dann ist an der Scheid vom Busch gelaufen. Der McGregor hat dem Pirschen sein Blau-Jackett und seinen Schwung abgerauft. Und hat sie der volle Scheide gedacht, für die Kurben aus dem Gerd zu verschonen. Der Pirschen, den hat nicht abgehalten mit Laufen und hat auch nicht nur Hanne geguckt, bis er daheim bei der großen Dan angekommen war. Er war so mit, dass er sich direkt an die gute Mülle Sand am Bauch fallen gelassen hat, und seine Hände sind ihm direkt zugefallen. Seine Mom war am Gang zu kochen, und sie hat sich gefragt, was da am Pirschen seine Kleider geschieht wäre. Es war nämlich schon die zweite Kehr des Woche, dass er sie verloren hat. Dem Morgen ist dem Pirschen gut nicht gut gegangen. Seine Mom hat ihn direkt ans Bett geschickt und hin hat so nichts gekriegt wie ein Tasse Kamillentee. Ein Löffel, alles für Schlafen gehen. Die Flopsi, Mopsi und der Wuschelschwanz. Sie aber, hu Brot, Milch, und Herzbeziehung gekriegt. Ei, was hat das hier gut Geschmack. Hei, da hat der Pirschen ja aber Chance. Oder auch nicht.
hängt davon auf, ob einem der Kamillentee schmeckt. Mir schmeckt auf alle Fall mein schwarzen Tee. Wenn er nur nach Lust tut, und die will dich noch ein bisschen mit der Geschichte beschäftigen, da könnt ihr ja mal nachgucken, was den Unterschied ist zwischen deinem Hus und einer Kaninchen. Weil die sind nicht selbisch. Da geht ihr mal los. Vielleicht schaut ihr ja ein Buch. Oder die hat Fotos. Und dann ganz bestimmt findet ihr es im Internet. Ist so nicht Eddie. Und ist so nicht merci für die Nullangstrom. See you later, Alligator.